Guten Morgen zusammen, du hast den Cletus, Crown Cletus oder eben den Chris. Morgen ist zwar eine Frechheit, weil es ist jetzt 1:30, aber irgendwie habe ich bis um 5 Uhr am Morgen gezockt und dementsprechend halt am Sonntag auch ein bisschen auspüselt. Gerade wieder das Call-Off gestartet, mal schnell schauen hier. Die Jungs in der Freundesliste sind zum Teil jetzt schon auf Level 40. Ich habe es gestern bis auf 35 geschafft. Und was soll ich sagen? Also, ich bin absolut begeistert vom Black Ops 2, wirklich. Weil allein nur schon da das Pick 10, das Klassensystem, wie man seine Klasse zusammenstellt, ist so unglaublich raffiniert. Jetzt nicht im Zusammenhang, dass es balanciert ist und für alle irgendwie etwas bietet oder so, das wird sich dann noch zeigen. Es wird sicher solche geben, die unzufrieden sind. Es wird sicher wieder etwas geben, wo man herausfindet, wo man etwas ausnutzen kann. Das tun wir hier jetzt aber nicht besprechen. Es ist mehr einfach, man hat 10 Punkte zum Verteilen. Das wissen ja mittlerweile die meisten. Und man hat dann immer wieder so ein Dilemma. Ja, was mache ich jetzt? Nehme ich eine Handgranate mit? Will ich lieber keine Ahnung, noch ein zusätzliches Attachment, will die zweite Waffe, nehme ich einen Launcher mit gegen Drohnen oder wie auch immer, halt das Zeug aus der Luft raus, abschießen, vernichten, töten, kaputt machen. Weil Drohnen sind schon noch viel am Himmel. Und rein von dem her lohnt sich der Launcher auf dem Rücken, aber es ist halt der Punkt, wo man verschwendet in dem Sinn. Und ja, ich habe ganz am Anfang habe ich ohne Handgranaten gespielt, aber ich habe dann gemerkt, sorry, zu mir gehört das einfach dazu, wenn ich im Call of Duty rumsäckle, als Soldat, dann brauche ich eine Granate. Weil die ganzen Random Kills, die ich zwischendurch schaffe, auch wenn ich zwischendurch mich selber in die Luft sprenge, lohnen sich eben schon. Leck du mir, ja. Und eben Camper hat es wirklich auch schon einige. Und zwar Hardcore-Shit. Also wirklich Hardcore-Shit. Im Ende Gebäude, der Wichser, der war immer nur in einem von 2 Ecken gewesen. So ziemlich dunkle Ecken, ihr kennt ja vielleicht noch. Ja, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Ja, scheiß drauf. Halt so eine Map aus Black Ops, wo man dann immer im Eck war und man war so hure schwarz beim A-Domination. Ja. Also, ich muss weiter im Text, weil mein Hirn ist noch nicht ganz so wach. Ich werde jetzt aber nächstens wieder anfangen zu zocken. Maps sind geil, viele sind klein. Viele sind so aufgebaut, dass über das B über schön gesnipert werden kann. Was zum Teil ein bisschen mühsam kann sein, aber man hat Rauch, um sich zu verstecken. Man hat ja auch Trophy-Systeme, wo man sogar 2 jetzt mitnehmen kann. Und ja, eine Map gibt es. Ich muss schnell in die eigenen Spiele rein. Ich weiss nämlich noch nicht. Ja, mal. Es ist, glaube ich, Meltdown. Ja, genau, Meltdown. Irgendwie so eine. Eben Meltdown ist ja, wenn es zusammenschmelzt, halt ein AKW oder ich weiss doch auch nicht genau. Und nebst dem, dass das B so eine richtige Sau ist, mit drin so ein bisschen erhöht und so, hat das Level einfach so eigenartige Elemente. Auf der einen Seite hat es wie so eine riesige, runde Halle mit alles so Pfeiler in der Mitte und klar kann man sich dort ein paar Scharmützel liefern und so ein bisschen hin und her bei den Pfeilern und Peng Peng. Aber mir ist nicht ganz klar, was der Sinn ist von dem Konstrukt. Also so designtechnisch kann ich noch nicht ganz alles nachvollziehen, aber macht doch Spass, hat eben zum Teil auch so ein bisschen die versteckten Sichtlinien und Zeug und Sachen. Ist spannend, das Zeug rauszufinden. Nuketown 2025 habe ich herunterladen und habe es schnell im Trainingsmodus mal gespielt. Und es ist wirklich noch lustig, weil obwohl das Layout der Map genau gleich ist und vieles eben exakt so aufgebaut ist wie in der alten Nuketown-Map, ist es doch mit ein paar Details eben anders. Das sind dann zum Teil nur schon, wenn ihr Domination schon mal gespielt habt, dann wisst ihr ja, wo das B ist. In der Mitte, logischerweise wie immer. Und wenn man dann eigentlich vis-à-vis vom B, in der Mitte der Karte, hat es ja das Fahrzeug, das dort so
als Deckung häufig genutzt wird. Nein, sorry, das ist komplex. Egal, ich will euch jetzt nicht faul rein sehen, ich bin schon über 5 Minuten dran. Es ist nur schwierig, wenn man es nicht zeigen kann. Darum tue ich sicher dann noch 10 oder andere Video vorbereiten. Im Moment habe ich gar nicht so Bock, irgendwelche Tipps und Tricks-Videos zu machen, weil ich lieber zocke, was sicher auch verständlich ist, hoffe ich. Und dann wird es das schon geben. Ich denke auch die Zeit, wo ich mehr investiere und dann vielleicht auch noch schnell auf Dummies warte, schauen, was der Team Martin zu erzählen hat. Und dann kopiere ich schamlos einfach sein Video. So wie ich das immer mache. Ja, das wär's mal gewesen. Also eben, ich bin voll happy mit dem Game. Und auch wenn gewisse Waffen sicher schon ein bisschen stärker sind, der Block hat auch erzählt. Es wird dann schon wieder ausbalanciert, wenn es muss sein. Wir haben es ja gesehen in Black Ops. FAMAS ist nicht lange unglaublich stark geblieben. Auch wenn sie dann immer noch gut war. Ja, ich gehe jetzt mal weiter zocken. Wenn ihr Fragen habt, fragt ihr. Und sonst haben es ja die meisten morgen auch endlich. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ciao zusammen.